Bei leichtem Wind segelt das Piratenschiff übers Meer. Die Ratte behalten das Schiff auf Vordermann und der Scharki steht meistens am Steuer. Der Coco hockt hoch oben auf dem Mastkorb und hat Ausschau. Der Fips hangelt sich durch die Hakkelage und hilft beim Setzen und Einholen der Segel. Isi liegt auf der Reling in der Sonne und schlaft. Jedes Mal, wenn der Michi an der Schatzkiste vorbeikommt, tut er sie auf und bewundert das Funkeln und Glitzern der Münzen. Was machen wir jetzt eigentlich mit dem ganzen Geld? Ja, auf höherer See können wir nicht viel anfangen damit. Doch, wir machen ein Spiel. Wir lachen zu viel. Aber zu viel lachen kann man doch gar nicht. Lachen ist gesund. Man kann nie genug Spielen. chillen. Aber wieso sollten wir jetzt... Was für ein Spiel. Münzen beigeln. Wir bauen einen Turm. Jeder legt abwechselnd ein Silberling oben drauf. Und bei dem, wo der Turm umgeht, der hat verloren. Super Idee! Also los, ich fange an. Abwechslungsweise legen der Scharki, der Michi, der Ratten und der Fips eine Münze nach der anderen aufeinander. Auch der Coco spielt mit. Der Papagei schnappt sich mit seinen Krallen ein Silberstück, fliegt über den Turm, der immer höher wird, und lässt im richtigen Moment die Münze fallen. Sie landet genau auf dem Spitz. Der Turm schwankt ein Moment hin und her, aber er bleibt stehen. Jetzt ist der Scharki an der Reihe. Ha! Der Turm ist jetzt schon fast so gross wie ich. Also gut, jetzt nur nicht zittern. Sonst geht der Turm etwa noch... Verloren, verloren, der Scharki hat verloren. Das bin nicht ich. Was war denn das für ein Ruck? Wir sind auf eine Sandbank gefahren. Land in Sicht. Tatsächlich. Wo sind wir denn da gelandet? Dort vorne ist eine Bucht. Komm, Michi, wir gehen mal schauen. Ratte, mach's Beiboot klar. Ei, ei, Captain. Los, Michi, leg dich in die Riemen. Wo sind die Pantomime? In die Riemen, das sind die Ruder. Aha, das weiss ich, denk. Musst gar nicht so schreien. Der Scharki und der Michi rudern mit vereinten Kräften weiter in die Bucht hinein. Links und rechts ragen hohe, schroffe Felsen aus dem Wasser und zerklüftete Kliffe, die voll Moos sind. Die sind so glatt und steil, dass es unmöglich ist, das Boot dort festzumachen und von Bord zu gehen. Aber schlussendlich entdecken die zwei Piraten einen kleinen, versteckten Strand. Am Ufer müssen sich der Scharki und der Michi durch das hohe Schilf kämpfen. Plötzlich hören sie Stimmen. Du siehst doch, wie schwer das es der Vater hat, Bjarni. Er muss nach dem grossen Feuer unser Haus flicken. Leisli schleichen der Scharki und der Michi näher her. Aber... Nichts aber. Du bleibst ab sofort daheim und hilfst am Vater mit dem Haus. So. Und du willst weiter in den See stechen und Abenteuer erleben? Ganz genau. Ich stiche weiter in den See und erlebe Da sind Abenteuer. 2 Männer. Der eine heisst Bjarni. Nein, live. Ich fahre mit dem Schiff an der Küste entlang. Und der andere du ist der hilfst dem Live. Vater Die haben daheim. rote Haare und Wieso Zöpfe. ich? Ja, Rote also, Zöpfe? Wieso? Ja, weil du eben... Die silbrigen Ketten, Armreifen Aber und ich bin's doch Gürtelschnallen. gsi, wo euch kostbare Vielleicht sind Walrosszähne das gebracht zwei. hat. Und ich habe die schwarze Seeschlange Kruxliebe bezwungen. An den Westfjorden singen sie noch immer von meinen Heldentaten. Meine Heldentaten. Meine Heldentaten. Meine Die Heldentaten. reden wie echte Seemänner. Ich bin als Erster so weit Ja, gefahren die wie zwei sind niemand genauso vorher. mutige Das Burschen hast doch wie du wir. nur erfunden. Und ich habe meinen Fuß auf mehr unbewohnte Inseln gesetzt als dir alle zusammen. Ich habe mehr Inseln entdeckt als du. Nein, ich. Ich. Nein, ich. Hallo! Habt ihr uns jetzt verschreckt? Wer seid denn ihr? Wir? Wir sind Piraten, also passen gut auf eure Sachen auf. Wie bitte? Wir sind Seeräuber, nehmt euch in Acht. Ich bin der Scharki, der Schrecken der Meere. Und das ist... Seeräuber. Wir sind doch selber Seeräuber, Kollegen. Kollege, aber... Ihr habt sicher Hunger.
Kommt doch mit zu uns heim. Aber zuerst zeigen wir euch noch unser Schiff. Ja, also ich meine... Ja klar, sehr gern. Dann holen wir jetzt aber noch schnell den Rest von unserer Mannschaft. Die Ratte Der Papagei Coco. und der Fips, der Aff. Papagei? Aff? Ja, aber was? Los, Michi, ab ins Beiboot. Ei, Captain. Wir treffen uns bei unserem Schiff. Seht ihr dort vorne das rot-weiß gestreifte Segel? Das ist es. Der Scharki und der Michi fahren mit dem Beiboot zu ihrem Piratenschiff. Dort klettern die Ratten an Bord. Der Aff Fips gumpert ihren Hinger nach und kreischt dazu fröhlich. Der Papagei Coco flattert vom Mast ab und landet direkt auf dem Bugspitz vom kleinen Ruderboot. Diese liegt auf einem kleinen blauen Küssi und schlummert tief und fest. Der Michi dreht sein Säuferli ins Beiboot. Dann rudern der Captain Sharky und seine Mannschaft zurück zur Bucht. An einem Steg aus Holz liegt ein prächtiges, schmales Kampfschiff. Der Leif und der Bjarni stehen davon und warten schon auf ihre neuen Piratenfreunde. Die steigen aus ihrem Boot und schauen staunend das Schiff mit dem rot-weiß gestreiften Segel an. Michi, schau mal den riesig geschnitzten Drachenkopf am Bug. Drachenkopf? Für uns ist es ein Wolfskopf. Die Wölfe sind die gefährlichsten Tiere hier. Wölf? Wo? Die prächtig angemalten Schilder an der Aussenseite vom Schiff. Moment mal, das sind Wikinger! Wir sind bei echten Wikinger gelandet. Das stimmt. Aber woher wisst ihr das? Das kann man doch einfach erraten. Die roten Zöpfe Euer Silberschmuck und das Schiff mit den gestreiften Segeln. und der Schild. Und dem Wolfskopf. Das können doch nur Wikinger sein. So nicht klar. Wikinger kennt doch jeder!